Alle schönen guten Morgen. Wir hatten heute Morgen einen Regierungsrat, wenn wir den Point gemacht haben, auch als Hauptpunkt von der Covid-Situation zu Lützeburg für graffe Resümee können zu machen, wo wir eine Situation, wo dann das Gesundheitsminister mehr an Detail wird gehen, die an die richtige Richtung, die letzte Woche gegangen ist, die Mesuren, die geholt sind, sie Mesuren, die auch Wirkungen bringen, an wie gesagt, die Strategie hat sich auch bezahlt gemacht. Wir sind das Forum selbst Niveau auch wie das letzte Woche. Moyenne liegt bei 137 Neuinfektionen pro Tag. Das wie gesagt, die Zahl, die das Woche und noch die letzte Woche Moyenne weist. Demnach die Infektionen sind raufgegangen und das gilt auch für die Situation, die wir an den Spitälern am Moment haben, wo 30 Patienten oder 30 Patienten an den Soins normal sind und 14 Patienten auf den Soins intensiv. Das ist also, wie gesagt, eine Situation, die sich viel verbessert hat, wenn man die vergleicht vor 4 paar Wochen. Und dann lernt man auch dafür den Bürger merci zu sagen. Weil wir wissen, dass die Christzeit dann noch Silvester einen Impact hat können haben. Wir sind ein Ritsch von Ländern, wo eben do Ouvertüren Konsequenzen mit sich gebracht haben. Wir sehen, dass hier wirklich eine ganz große Majorität von den Bürgern sich auch unter Regeln gehalten haben. Es war keine einfach Regeln, es war keine einfache Situation. Aber wenn wir so ein Resultat haben, ist es nicht ein Verdienst von der Politik, sondern durch auch ein Beholen von all den Bürgern. Wir sehen aber auch, und das ist auch eine Realität, dass es uns aber ein Ritsch von Sorgen gibt, dass ihn das doch nicht kann verstoppen. Und das ist am Punkt Verbreden von den Mutationen, die im Moment es gibt ja ganz viel von einer britischen Variante geschwärzt, es gibt auch von einer südafrikanischen Variante geschwärzt, es gibt von einer brasilianischen Variante geschwärzt. Biselo, sauf de ma part, haben wir just die britische Variante am Grand Duché, die présent ist, aber die Variante gibt es. Die Variante kennt auch keine Grenzen. An den Impact von der Variante konnte am Conseil Européen, den ich auch gestern hat, vom irländischen Premierminister mitgeteilt kriegen, wo du ganz sicher, ob ja 12 von den Hossen von den Infektionen auch kommen. Dafür, an das habe ich auch gestern können feststellen, am Niveau von den anderen Regierungen und Staatschefs am europäischen Niveau, gibt es aber ganz viele Incertituden, Interrogationen, auch wie es weitergeht. Wir haben ein Schema gehabt mit einem R, den ich ausrechnen konnte. Es war viel Wissen über den Virus, den wir bisher kannt haben, mit die verschiedenen Mutationen bringen am Anfang Changement der Incertituden und auch eine Acceleration bei verschiedenen von den Varianten, die auch aber inquietant können sein. Dafür ist es ganz wichtig, dass in eine präventive Haltung auch hält. Und dass wie gesagt, nicht Zeit ist, für Ablockerungen zu machen. Da werden sie als proposiert gehen, am Regierungsrat dann zurückbehalten gehen, an dann eben noch an die Chambre wird proposiert gehen, dass die Mesuren, die bis heute gelten, bis Ende des Monats am Anfang ja noch in Kraft sind, sollen bis den 21. Februar verlängert gehen. Dafür also es ist wichtig, dass den Trend, den wir im Moment haben, weiter an die Richtung auch geht. Ich kann nicht keine Garantie geben, dass an den nächsten 2, 3, 4 Wochen nicht im Moment kommt, wo eine neue Decision muss holen, wenn noch eine Variante vom Virus sich verbreitet. Wir gehören im Moment zu den Ländern, wo wir ganz viel Sequenzage machen. Die Sequenzage erlaubt eben dann Präsenz von einer Variante direkt herauszufinden. Gestern hat man mitgeteilt, dass 2 Länder an der EU im Moment bei 10% sind. Die Kommission rekommandiert, von 5 bis 10% vom Sequenzage auch zu kommen, für eben auch die Analyse zu machen von der Variante bei diesem Territoire. Am Moment mit 10% leiden wir, wie gesagt, da auch ganz viel. Für uns ist es aber auch wichtig, dass wenn wir die Sequenzage machen, den eben erlaubt, auch den Ist-Zustand von der Situation zu haben, dass ihn dann noch nicht, wie man schon beim Last-Scale-Testing kann tun, ob ein bestraft wird, weil die mehr Sicht, weil den auch ein Risiko hat, für mich zu finden.
Dowin sollten pro Rata gemerk in tschen den Tester, die ihn auch mischt, an eben auch de Sequençage, die ihn dann auch herausfindet von den Mesuren. Matzesprüch, dass aber durch die Situation, die man auch op anderen Deler von Europa, von der Welt auch analysieren, haben wir Prinzip auch festgehalten, dass die nicht nur im europäischen Niveau mit den Partnern, aber auch zu Lützeburg sollen neue Mesuren mitzuspringen von der Rentrée auf den Territoire. Die Rentrée auf den Territoire, also die Richtung gehen, dass einen negativen Test gefroht wird, von den an den Territoire auch ein Rack könnt, an dat, wann den aus dem Ausland auf Lützeburg könnt, der das nicht lo just van den aus dem Ausland op Lützeburg könnt mir auch für die Lützeburger die Mu fortfliet, den am Ausland en gewissen Zeit auch ass an zurück könnt. Wir sind der Meinung, dass ihn Rese net kann verbieten, kann den Leiit net so die dirft net Rese mit Leiit muss ich bewusst sehen, dass wann ihn am Ausland gewissen Delay auch bleibt, wann ihn zurück könnt, auch neue Mesuren vielleicht muss dann eben auch kreieren. Die Detailer davon haben, das heißt, wie lang den Delay ist, wie ein Delay zum Beispiel vom PCR-Test oder von einem negativen Test insgesamt, weil die wissen, dass da Unterschiede gibt zwischen den Ländern, bei den einen das Antigen-Test, bei den anderen PCR-Test. All die Sachen gehen nach Mendig an einem Regierungsrat, wo sie nach weiter Konsultationen, die au Niveau auch von der Santé und von den Affaires étrangères gemerkt haben, für den Échange zu haben mit den Notbeschländern, mit den europäischen Institutionen und eben noch mit den Spezialisten, für zu gucken, wie die verschiedenen Kriterien müssen sein. Wie ein Delay, wie ein Test, wie lang den Test muss gemerkt sein, für valabel zu sein, ob nach Komplementärheit Lützeburg auch Tester gemerkt gehen, wie ein Tester gemerkt gehen, aber wie Konsequenzen bei denen Tester auch gezugehen, wann die bis gemerkt gehen. Wie gesagt, hier sind ein Gritsch von Informationen, die man selber noch nicht tun, die man dann werden anfangs nächster Woche dann auch können festhalten und dann an einer nächsten Pressekonferenz können machen. Wie gesagt, der Fakt ist, dass Riesen nicht verboten ist, aber für den zurückkommt, verschiedene neue Regeln dann können kommen. Zum Conseil Européen von gestern könnte ich feststellen für uns Land, wie wichtig das ist, dass auch Grenzen abbleiben. Das ist ein Thema, das uns viel bedeutet. Wir sind uns bewusst, dass vor allem an einem Milieu hospitalier, aber ohne Main-d'œuvre aus der Grenzregion net kente packen. Iwer 60% vun de Leute, die hier an de Spideler schaffen, kommen aus enger Grenzregion an das auch an de Konklusionen zurückbehall gin, wie gesot, dass de But ass, dass den Marché interieur an och Grenzen net sollen zougemerk gin. Mir lobbyieren dofir werden noch alles machen, fir dass dat net der Fall sollte sinn. Iwer die ganz Diskussion wieder wisst vun engem Impfpass, von einem Impfzertifikat, sind wir der Meinung, und das ist ein Punkt, den wir auch gestern am Conseil Européen vertreten haben, dass am Moment ein Impfzertifikat steht auch an den Konklusionen vom Conseil Européen, benutzt wird für pharmakologische Zwecke, das heißt, für zu gucken, wann Konsequenzen von einer Impfung kommen, wie die durch die Anerkennung am Anfang auch an den anderen europäischen Ländern, da kann eben auch behandelt gehen, wenn da Probleme wären. Der Fakt, wollen zu behaupten, dass durch ein Impfzertifikat, wo man nicht wissen, ob eine Impfung auch der Garant ist, dass ich vielleicht nicht krank bin, wie dass ich das Virus aber vielleicht noch weitergehen, die Zertituden gehen haut nach nicht. Dafür ist es verfreit, wir können zu sagen, dass die geimpft gehen, mehr Freiheiten kriegen wie eine Person, die nicht geimpft ist. En plus, wenn ich weiß, wie viel Prozent von der Bevölkerung am Moment geimpft sind, wird auch eine Zwei-Klasse-Gesellschaft zu machen, wo schwer getroffen ist, wie prioritär geimpft wird. Aber wenn dann an einer zweiten, dritten oder vierten Phase geimpft wird, da geben wir Kategorien von Leuten machen, die dann nächste Freiheiten fanden. Voilà, das war ein Resümee von den Arbeiten vom Regierungsrat, der Mai von dem Hauptpunkt, die von den Covid-Mesuren. Wir hatten noch schon das Büro an Konferenz des Präsidenten, an einer WebEx-Reunion zusammen mit der Gesundheitsminister, wo wir den Text haut werden, auch der Chambre deposieren. An nächste Woche die Punkte concernant Tresen, Entretouren zurück am Land, an der von Lützeburg oder vielleicht die nicht Lützeburger sind, die an das Land herankommen, dann noch werden klar definieren, weil die können sich vorstellen, dass da Punkte gehen,
Memberstaat, nicht Memberstaat, Member Resident Europäen oder Citoyen Europäen, Citoyen non-Europäen. Das sind alles Koordinationspunkte, die noch soll mit den anderen Ländern so viel wie möglich auch harmonisieren. Voilà, dann gehe ich direkt der Gesundheitsminister, wird weitergehen. Merci, gute Mittag alle Guten. Ja, das hätte ich gehofft, was Sie können abzuatmen am Anfang von diesem Jahr, weil eigentlich die strengen Mesuren, die wir en place gesetzt haben, für dann vom Jahr mit noch einer Verstärkung rund um Feiertag, weil sie eigentlich das brutto, was wir als erwartet haben, als Tendenz, die wir hatten, die als viel Sorge gemacht wird, Ende des Jahres haben wir gebracht kriegt, für ich kurz den Bilanz zu machen. Wir sind entretemps bei den Neuinfektionen am internationalen Vergleich, wenn in der Welt auf 1 Million Einwohner unter der europäischen Moyenne ist. Wir sind noch unter unseren französischen Opern, unter Holland. Das war eine Zeit nicht mit der Fall, das ist noch nicht so lange hier. Aber wir bewegen als Lorem an den Paragen wie als Belg und als Deutsch Opern mit einer Moyenne von 137 Neuinfizierten pro Tag auf die letzten 7 Tage geguckt. Auch am Niveau vom Taux de Positivität, der beste das immer eine Referenz, die wir uns gehen haben, für zu sehen, ob es dann die richtige Richtung geht. Auch da sind wir mit einem Taux von 1,86 ganz gut am Vergleich von unseren Opern. Und auch sogar, wenn wir den Taux holen von den Ordonnanztester, die gemacht gehen, dass die mehr aussagekräftig ist wie die globalen, dann sehen wir, dass wir weiter hochgehen. Da haben wir die Grenze von 5 gepackt. Wir sind Stand heute bei 4,22% bei den Ordonnanzen, aber wir sind als auch da an den Bereichen wie als Belgien oder als französischen Opern, und wir sind entretemps ein gut Stück mehr niedrig, wie beispielsweise in Deutschland oder in Holland. Das weist, dass bei uns Tendenz a priori eng gut nach ass, das eng Chance, die man hun möchte sich auch bezahlt, dat wird Leute alles gelegt hun Ende vom Jahr werden sie akzeptiert hun. Dat hue seg frichte gedromen effektiv und net den FA, das schon erwähnt gin vom Xavier Büttel, den FA von den Feierdeschutz als wirklich a Grenze gehalen an eisen Indikateur an der Spideler, das heißt eigentlich Ziel liegen. Da wollte man ja die Entspannung hun, wo man fast 2 ugestrebt hun, das heißt eng Besetzung, die darum erlaubt, wirklich normal zu funktionieren. Auch der ist an Aussicht. Wir sind ganz gut, Soin normal zu stabilisieren. Dann, ob das Soin intensiv, gehen wir wirklich gut drauf. Wir sind heute bei 14, da ist am Anfang schon die Limite von der Phase 2 erreicht. Und ich gehe auch davon aus, dass wir mit ein bisschen Chance an der nächsten Woche wirklich die Phase 2 können feststellen, zusammen mit den Spitälern. Da das sich als Ziel gewirrscht, hier wirklich auch nicht dann die Sput zu haben, die wir vielleicht gerade nach mehr brauchen, wie wir sowieso gerne gehabt hätten. Das ist ein neues Risiko, das am Raum ist, das ist die Variante, das erwähnt ging, das ist ein grosses Sorge am Land, genau wie in unseren Openschländern. In einen Typ von Virus, den sich unterscheidet von dem, wie wir bislang kannt und dadurch, dass in aller Voraussicht noch viel mehr schnell sich verbreitet. Das heißt, die Leute können nach mehr Leute ausstechen an einer selben Situation wie mit dem Virus, wie wir bislang kannt. Und das bedeutet am Klartext, dass muss mit mehr hohen Infektionszahlen rechnen, auch wenn das am Moment noch nicht der Fall ist. Wir haben das bei uns Fund auch, das ist ganz klar, das Risiko ist reell. Wir sind aber noch nicht an der Situation, wo ich gesagt habe, dass das aufhängt, an der Exponentialität drüber zu gehen. Dafür bleibt das Orlorem dann mit einer neuen Komponente eine ganz kritische Zeit, der wir hier entgegengucken. Wir müssen uns vorbereiten, wir können das nicht ignorieren. Das ist ein Risiko, das reell ist und die ganz nah ist und auf den sich auch wirklich muss präparieren. Und dafür, also auch als Santé Publique, ist natürlich der Moment für bei dem zu bleiben, wo wir sind. Wir haben Mesuren en place, die funktionieren. Wir sehen, dass wir mit den Mesuren wirklich Zahlen raufkriegen. Und das wirklich nicht der Moment, da Ablockerungen an irgendwie eine Richtung zu machen. Der neue Variantenhummer stand gestern, wo den LNS publiziert hat, 12 detektiert bei uns. Nach geht das, was die Zukunft bringt, als schwer zu suchen. Ich gebe auch nach von der Gelegenheit profitieren, einen kleinen Punkt zu den Vaccinen zu machen. Ich bin froh, dass wir heute Morgen am Laufe vom Regierungsrat hatten, als der Navi vom Ethikrat rauskommt bei uns.
Wir werden den noch schnellstmöglich auch analysieren. Das wird uns erlauben, am Laufe der nächsten Woche die zweite Phase dann wirklich aufzustellen, definitiv zu machen. Ich weiß, dass viele Leute darüber werden. Wir haben den Avio gefragt, für eben Proposium der Schlucht nach können gegebenenfalls ein Kaziver schaffen. Wir hatten noch nicht Zeit, am Detail zu gucken, aber das wird bei Jaislo steht an den nächsten Stunden an Dich für dann so schnell wie möglich auch do die Prävisibilität, die gewünscht das können zu bieten. Was Lieferungen ugeht, Hummer stand haut 19.500 Dosen von der Firma Pfizer geliefert krit. Von Moderna sind dann 1.200, die kommen sind. Das mischt insgesamt, von den dat op Personen rufrechen Leute brauche ja 2 Dosen nach von denen Wachsen. Das mischt ein Total, den man haut tun von Wachsen für 10.350 Leute. Das ist ganz wichtig zu unterstreichen, dass wir hier am Land die Leute hier 2 Dosis reservieren. Das ist nicht an allen Land der Fall. Wir gehen davon aus, dass die Leute sich an der Perspektive auch impfen lassen, und dass es hier recht das können darüber zu zählen, dass wir auch wirklich die 2 Dosis für sie brett tun, dass wir die nicht schon abbrauchen. An dem noch so mal weiter für den Moment. Bis Ende März werden wir weiter Dose von den 2 Produzenten, sodass wir bis dahin 43.200 Leute impfen. Wichtig ist aber zu wissen, dass auch wir mit Retarden zu dienen haben, die hört dann der internationalen Presse auch ganz viel, genau wie als Nobelschländer. Muss man all damit rechnen, dass die Lieferungen vielleicht nicht genauso kommen, wie sie annonciert waren. Das ist eine große Unsicherheit, eine große Herausforderung auch für uns Service, die sich immer müssen darunter aufpassen. An dem Sinn werden bei den nächsten 3 Lieferungen am ganzen Feierplateau Männer von Pfizer geliefert gehen. Das soll aber noch nicht abgeholt gehen an den Wochen danach. Das heißt, ab der Woche vom 22. Februar soll das dann löser an Blut gefahren gehen. Das ist Stand haut. De facto werden wir aber dadurch über die nächsten 3 Wochen eine Reihe Dosen Männer haben. Auch Moderna hat als gestern mitgeteilt, dass die nächste Lieferung von 1.200 Dosen nicht wie geplant 25. Januar mit den 30. Januar wird kommen. Ihr seht, das als Eisen Alldach, das sind kleine Änderungen, die dafür kommen, wo wir uns dann eben müssen dem noch aufpassen. Vielleicht auch noch ein Punkt, was bislang administriert ging, als die Wachsen für die 10.350 Leute immer geliefert wurden, wie sind die an den Ersatz kommen. Bislang haben 5.655 Leute eine Dosis gekriegt und auch schon 1.243 Leute 2 Dosis. Das teilt sich ab zwischen den Spitälern, den Altersheimen an dem Centre de Vaccination an der Victor Hugo Hall. Bei den Spitälern leider stand haut bei 2.886 Leute, die geimpft sind. Alters- und Pflegeheimer sind es 1.135 und am Centre de Vaccination 1.634. Den Unterschied, was noch bleibt, wie es das gedauert, du hast in den anderen Spitälern, sie können ja für ihre Leute sur place Vaccin geliefert. Das heißt, du sind also nach Vaccin für weiter 1014 Personen da, die an den nächsten Tagen auch da werden benutzt gehen. Und da bleiben noch weiter 3.681 Vaccin, die auch an den nächsten Tagen werden sowohl am Centre de Vaccination wie auch an den Alters- und Pflegeheimen an den Ersatz kommen. Am Moment, was die Rendezvous betrifft am Centre de Vaccination, das ändert nach auch all der, die besten Delay lebt nach, wir hatten dann eine Antwort auf eine Question parlamentär auch präzisiert, ein Delay lebt nach bis der 24. März, wo die Leute können ihre Rendezvous holen, und wir sind heute bei einem Taux de Participation von 40,9%, mit dem als ein Zwischenbilan, das ist wichtig, das zu präzisieren, den Delay lebt nach. Und wir sind selber natürlich auch gespannt für Orlo iwwer de Wigent den nächste Bilan dann ze machen generell wie d'Adhérence ass. Jetzt gucke wie en du nach kann no rüsten. Voilà, dat ass et zu de Wachsen Ech denken, dats Di nach froen hut, dann gif op de Iwer go.